Howdy Leute, wir sind wieder hier bei TIFF Simulator oder TIFF Simulator und ja, wir haben einen Auftrag erfasst bekommen und zwar ins Haus C110 einzusteigen und da die Teller kaputt zu machen. Jetzt werden wir noch zum Teller Abräumer. Gut, aber erstmal hier beim Schrottplatz mal den Schrott verkaufen, denn das gibt wirklich Kohle. Also ein Tipp von mir, alles was mit Metall oder Schrott zu tun hat, teils auch Elektrik, kann man hier zu besserem Geld verkaufen als bei Pfandhaus. Wobei bei der Elektrik muss man wirklich da achten, da habe ich glaube ich mal auch etwas gehabt, was ich beim Pfandleiher für besseres Geld Welcome verkaufen back. konnte oh, als als jetzt beim brauche ich auch nicht mehr den Schlüssel, ganz ehrlich. Als beim Schrottplatz. So, dann werden wir mal schauen. Ohne Minimap, falls das euch noch nicht aufgefallen ist. Ich spiele im Hard Mode. Das heißt also, die Schwierigkeit ist nicht nur, dass man nicht sieht, wo wer steht und weiß nicht was, sondern die Schwierigkeit ist auch, dass man nicht weiß, wo die Parkplätze sind. Also wirklich Hard Mode, wirklich nur zum Empfehlen für wirklich erfahrene Spieler, wo auch die Karte kennen. So, mal durchlüften. Auch schön auffällig. So. Ich meine, dass wir die Pegel von den Leuten nicht sehen, das finde ich jetzt gar nicht mal so das Schwierige, aber die Gegend kennen und wissen, wo welches Gebäude steht und so weiter. Das ist halt schon das, was richtig tricky sein wird. Ja, und von dem her nur für wirklich für Leute, wo ein bisschen wissen, wo was ist. Das ist übrigens das Gebäude, wo wir am Anfang hatten. Wir waren nicht drin, aber wir schlichen um, um das Gebäude rum. Oh, man kann sogar hier drüber. Spazieren. Jemand zu Hause? Nö. Nö. Ah, fuck. Das ist genau das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Und zwar ist mir der scheiß Schlüssel, der scheiß Dietrich da abgebrochen. Das war das, was ich eigentlich nicht wollte. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber das ist die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen. Ist das eigentlich die 110? Ne, das ist die 111. Was will ich denn der 111? Das ist die 110. Aber das ist doch auch... Entschuldigung. Aber das ist doch auch das... Ach, das ist auch das Gebäude, wo wir... Ich weiß.
Da waren wir schon drin. So, über den Tisch. Da liegt ja alles wieder. Mensch. Das war das Gebäude, das leer stand. Und da müssen wir diese Teller kaputt schlagen. Da steht ja alles noch. Mensch, da kann man ja doppelt Geld machen. Außer das Geld. So. Great. Now, go Jetzt buy auf yourself a DIY simple dein lockpick Dietrich. on Tools for Thieves. Ja, habe ich eigentlich schon. Einen schon kaputt gemacht. Der Lärm, wo ich mache. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich glaube, Geld liegt garantiert keins mehr rum. Hätte mich auch gewundert, wenn doch. Aber hier wohnt ja niemand. Da muss man sich schon fragen, woher ist das Geld gekommen? Ja, also, ich muss mir einen Dietrich holen. Habe ich ja, einen im Auto. Was? Nee, wo denn? Hausfriedensbruch. Ich frage mich, was nun ist, wenn die Polizei gerufen wird. Ob mir das angezeigt wird oder ob einfach mal die Polizei dasteht. Das wird mich ernsthaft. Scheiße. Verdammt. Wo ist er denn? Hey Chief. Ja. Gut. Also eben, ich frage mich, wenn die Polizei gerufen wird, ob mir das dann auch noch angezeigt wird oder nicht. Wobei eben der Bedrohungspegel sollte mir eigentlich auch nicht mehr angezeigt werden. Der wird mir angezeigt. Before you get yourself in trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Ja, da müssen wir wieder jetzt zurückgehen. Das geht nicht anders. Wir können ja auch gleich hier fahren. Da ist auch der Ausgang. So. Ja, eigentlich stehlen hätten wir nichts müssen. Das heißt also, alles, was wir jetzt hier haben, können wir wie nur einem B. Können wir eigentlich alles verkaufen hier? Howdy. Hau dich selbst! So. Was habe ich noch? Teekessel? Einen Teekessel wolltest du nicht? Oh. Ich sollte eigentlich schon längst mal das neue Tutorial anschauen, weil es blinkt schon wie gestört. So. Ich schaue jetzt nicht, was auf Black Bay oder wie das Shop schon wieder heißt, was da gesucht Welcome wird. back. Das ist zwar auch noch eine recht gute Strategie, um Geld wirklich zu machen. Schauen, was es da gibt und dann die Sachen zu suchen, aber ich glaube, die Sachen, die gesucht werden, da werden auch angezeigt, wenn du sie klaust. So. So, also, wir sind hier. Wir müssen ja hier jetzt erstmal das Probeschloss knacken, was wir ja schon zu Beginn versaut haben. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Okay.
Das machen wir noch. Das liegt noch in der Zeit. Weil sonst sind die Folgen doch ein bisschen zu arg kurz. Wir gehen noch schnell schauen, was wir da so auftragstechnisch haben. Wir holen noch einen Dietrich, weil ich Idiot ja schon einen kaputt gemacht habe. Sicherheitstipp: Tür haben ein altes Schloss, das einfach zu knacken ist. Aha. Aufträge haben wir keins und Hausruder haben wir auch nicht. Gut, okay. Ja, es ist produktiver, wenn wir doch gleich dahin fahren und im Auto schlafen, als wenn wir hier jetzt schlafen. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Weil dann müssten wir nicht mehr dahin fahren, sondern wir sind schon da. Ne? Schwieriger ist immer zu wissen, von wo das man jetzt gekommen ist. Also diese Markierungen, die sind also noch drauf. So. Aber die Fahrphysik, die ist wirklich katastrophal von dem Auto. Also ich fahre nicht schnell und der macht schon fast eine Vollbremsung. Nein! Komisch, dass man nur schlafen kann, wenn der Motor ran ist. 7 Uhr. So. Das machen wir noch, die Auskundschaftung. Der Bruch weiß ich jetzt nicht. Aber die Auskundschaftung. Wir schauen mal, wie viele Minuten das wir haben, wenn wir die Auskundschaftung haben. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Da ist eine Box drin. Okay. Wir müssen warten, bis sie gegangen sind. Dann können wir eigentlich hier noch die Umgebung ein bisschen betrachten. Wo zum Beispiel eine Mülltonne ist. Nein, eine Mülltonne brauchen wir jetzt nicht. Aber wir sollten mal schauen, bis wann dass wir abends schlafen könnten. Bis 9 Uhr. Ja, komm, noch eine Stunde schlafen. Das bringt's. Wir dösen jetzt mal. So. Die 11 müsste das sein, oder? Yep. Nicht zu Hause. Na dann versuchen wir das nochmal. Wieso schaffe ich das nicht? Wieso schaffe ich das nicht? Jetzt schaffe ich es. Erstmal einen hinmachen und dann schaffen wir es. So, wir machen alles wieder so zurück. Weil sonst merkt man ja, dass jemand hier war. Und dann wird man Radio, auch nicht schlecht. Ja, wir haben eigentlich genug Zeit hier. Jetzt noch. Den Fernseher nehmen wir nachher mit. Hier haben wir Geld. Money, Money. Hier haben wir noch Geld. Ketchup braucht niemand. Teller und Glas braucht auch niemand. Naja. Auch nicht. Dann haben wir hier die Box. So. Sind halt noch kleine Häuser, die wir jetzt am Beginn zu machen haben. Aber ist okay.
das fällt auch gar nicht auf, ne? Dass man hier einfach jetzt so ein... Was? Entdeckt. Ich mach doch gar nichts. Ich habe doch gar nichts gemacht, Mensch. Ich war der Gärtner von der... nicht wahr, ich bin der Gärtner von der Familie und habe jetzt was im Garten gemacht. Da muss ich halt schon rausgehen. Und das ist der Fernseher, wo sie mir geschenkt haben, Mensch. Also, zum Glück ist ja im Real Life das nicht so pingelig, dass wenn du mal hilfst umziehen und da halt mit dem Fernseher von demjenigen erwischt wirst, dass du da nicht gleich abgestempelt wirst als Dieb. Hier ist es ja schlimm, ne? Wird dir ein Fernseher geschenkt und dann wirst du schon als Dieb dargestellt. Ja, das ist doch nicht normal. Finde ich wirklich diskriminierend, sowas. So, genau, wir können ja hier raus. Ja, stimmt. So, wir gehen nach Hause, man weiß ja nicht, was der Kollege noch will. Ja, ja, Skillpunkte. Wieso war denn das nur ein C? Das war ein ausgezeichnetes, ausgezeichneter Einbruch, Mensch. Ja, da wird dir noch schnell erklärt, ne? Wie, was, wo. Verschickt die Kiste über Black. Ach so, ja, genau. Das machen wir auch noch. Und dann sind wir so bei 20 Minuten. Black Bay. Radio, immer gut. Ja, da hätten wir dann auch wieder was. Hier hätten wir auch einen Auftrag. Die Bakers, aber im 110 lebt doch gar keiner. Oder ist da jemand Neues eingezogen? Ha, da ist jemand eingezogen Neues. Winnie! The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove 'em wrong. Was? Freund in 101? Ha, das war ein Fehler. Weil schlag im Fenster in 112 und versteck dich oder fliehe anschließend. Ha, das, das war ein kleiner, das war ein kleiner Fehler im Spiel. So, auch der Lernpunkt ist nicht schwierig. Weil, genau, können wir uns noch einen Dietrich kaufen. Der brauche ich nicht so viel wie den hier. Ich weiß nicht wieso, dass ich den nicht so im Griff habe. So, was habe ich denn noch zum Verkaufen? Topf und ein Topf. Ein Topf. Ein Topf. Ja. Gehen wir jetzt noch zum Junkyard. Und dann ist auch gespeichert. Ne? Howdy. Jetzt wird, glaube ich, gespeichert sein. Oh, alter Fernseher 60. Das ist jetzt zum Beispiel noch was, was ich vergleichen muss. Ob der zahlt als der Pfandleiher. Hier kriegen wir jetzt 60. Wusste ich gar nicht, dass ich dass ich den Fernseher hier verkaufen kann. Welcome back. Wie viel bietest du? 40. Ne, dann gehe ich zum Schrottplatz. So, auch wenn ich das wahrscheinlich in der nächsten Folge dann nochmal machen darf.
Oder nee, ich nehme noch eine Folge dann auf. Denke ich jetzt mal. Howdy. Oder, ne, ich weiß nicht. Aber wenn wir 60 für den Fernseher, da wäre ich ja dämlich, wenn ich Nein sagen würde. So. Wir fahren jetzt auf jeden Fall noch in die Greenwave Street und hoffen, dass dann gespeichert ist. Und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist eben schon ein bisschen gaga. 112. Ich habe keine Ahnung, wo die 12 schon wieder ist. Wo ist denn die 12? Oh Gott, also Hardcore ist Hardcore. Also zum Einparkieren brauche ich jetzt seit neuestem die dritte Ansicht. So. Okay, wird gespeichert, wunderbar. Die 12 müsste, glaube ich, irgendwo da drüben sein. Das ist crazy, wenn du nicht mal weißt, wo die 12 ist. Warte mal, ich teste jetzt noch was mal. Also das Markieren bringt ja auch nichts, mein Gott. Also Hardcore, das ist, ja, das Hardcore-Zeugs ist schon so, dass man ein richtiger Dieb sein muss und sich in der Gegend auskennen muss, um was zu reißen. An für sich interessant, aber man ist extrem dran. Auf jeden Fall danke fürs dabei sein, achtet auf eure Sachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!